nur proktologischer Gesäß rein hier. Hat sehr wehgetan. Fragen Sie auch noch, ich dachte schon, ich muss auf den Stern der Schlappohren antworten. Schön, dass du wieder da bist, Schatz. Ich bin so. Ja, Biber, bin ich froh, dass ich dich wieder habe. Und dann noch gesund und an einem Stück. Oh. Hier war es auch ganz schön mulmig, als ich da so gefesselt und geknebelt saß. Aber zum Glück kam sie da und hat mich gerettet. Ach, jetzt kühlt der Prinz das wieder zu sich. Der Prinz? Wie kommt der denn hier hin? Erzählt euch ein andermal. Jetzt müssen wir erst dafür sorgen, dass der Prinz wieder auf der Zucht kommt. Spack, das übernehmen Sie. Kommen Sie, Spack, wir zwei machen das schon. Ja, also Pass auf, da stelle er mich! sehr schnell. Also, Gabi und ich, wir müssen jetzt mal in die Küche. Wieso? Weil wir Hunger haben. Woher willst du wissen, dass ich Hunger habe? Ich weiß es einfach. Hey, dann weißt du ja mehr als ich. Ja, na komm. Dann bin ich ja mal gespannt. Ja, und ich muss jetzt auch mal gehen. Wohin denn? Mir ist es ganz komisch. Ich muss mich mal legen. Soll ich mitkommen? Ja, bitte. Bitte nicht, das geht doch nicht. Anton Firmenich, wieso weichst du mir eigentlich immer aus? Ich weiche doch nicht aus. Hast du mir denn gar nicht zu sagen? Oh doch. Ich habe auch Hunger. Siehste? Und genau das sollte nicht passieren. War's denn so schlimm? Im Gegenteil. Das ist ja das Schlimme. Das verstehe ich nicht. Auch das hat ja keinen Zweck mit uns. Wenn die Geschichte hier erledigt ist, verschwindest du wieder in der Zukunft und ich kann sehen, was ich mache. Dann komm doch einfach mit. Wohin? In die Zukunft. Mit mir kannst du durch die Jahrhunderte reisen, fremde Planeten besuchen und Galaxien entdecken, die noch kein Mensch zuvor gesehen hat. Das wäre zu schön, um wahr zu sein. Aber das geht doch nicht. Ich kann doch Gabi nicht allein lassen. Doch, Papa, das kannst du. Um mich musst du dir keine Sorgen machen. Sina passt schon auf mich auf. Worauf du dich verlassen kannst. Ja? Das wäre nämlich mein größter Traum. Draußen jubeln Leute, weil der Prinz wieder da ist und ihr seid am Knatschen. Hat alles geklappt? Hat keiner was gemerkt? Überhaupt keiner. Wunderbar. Carola macht die Musik an. Herzlich willkommen zu unserer Sondersendung hier auf WDR 2. Wie Sie bestimmt wissen, ist der Prinz wohlbehalten zurückgekommen. An die Umstände seiner Entführung kann er sich nicht erinnern. Und er wird vom närrischen Volk so gefeiert, wie ich das noch nie gesehen habe. Die Straßen der Stadt sind gesäumt von seinen närrischen Untertanen. Auch seine Retterin, die mutige Carola Frühauf, die ihn eigenen Angaben zufolge aus den Fängen außerirdischer Besucher befreite, jubelt ohne Ende. Denn im Interview mit RTL hat sie gesagt, ihr größter Wunsch wäre, eine Talkshow zu moderieren. Und wisst ihr, was passierte? Bärbe Schäfer hat spontan erklärt, sie als Urlaubsvertretung zu engagieren. Die Sendung will heißen, wurden auch Sie schon einmal von Außerirdischen entführt? Und wenn ja, warum haben die Idioten sie zurückgebracht? Carola, wie konntest du den Leuten so eine Quatsch erzählen? Ach, Jeck, das ist doch jetzt ganz egal. Hauptsache, ich bin berühmt. Und zu meiner ersten Talkshow lade ich euch alle ein. Da wird wohl nichts draus werden, ha? Nee, da sind wir zwar schon in Griechenland. Ach, das ist aber schade. Ja, aber du kommst da nicht. Nee, ich bin da noch nicht mehr da. Na, wo willst du dann hin? In die Zukunft. Sie müssen das verstehen. Anton und ich. Ach, nee. Naja, ich hätte es mal ja fast denken können. Aber schade, ich wollte dich fragen, ob du beim
Manager werden willst. Dankeschön. Ach, das fussige Höppelmützchen. Kann ich das nicht machen? Ja. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Sie werden zurückgeschickt nach Bretter. Ich stelle aber viel lieber hier in Köln bleiben. Captain Jagloff, Sie wissen doch, was ich mir anstellen würde. Das schadet Ihnen gar nichts, Pittenbrett. Genau, so ein fieser, mieser, gemeiner, niederträchtiger Charakter, wie sie ist. Ja, ist als Manager eigentlich genau der Richtige. So, dann wäre meine Mission ja erfüllt. Anton, Ja. wenn ich bitten darf. Oh ja. Aha, mit dem Ding kann man doch schon Zeit reisen. Ja, hier auf der Dichterskala kann man einstellen, wohin die Reise gehen soll. In die Vergangenheit oder in die Zukunft. Darf ich mal? Aber ganz vorsichtig. Ja klar, vorsichtig. Achtung! Und zack! Tamara, darf ich noch einmal? Achtung! Zack! Tamara, geh doch auch noch weiter zurück. Anton, hör doch mal auf mit dem Quatsch. Wir wollten doch zurück. Nee, noch einmal. Zack. Eva. Ich mache mal was anderes, woran ich Freude hab. Sonst bin ich ewig versehen mit einem Bein im Grab. Mich nimmt jetzt dieses Leben durch Zeiten und durch Raum. Für mich ist das ein Kinderspiel, für ihn ein Lebenstraum. Ich gehe jetzt ins Talkgeschäft, das mische ich kräftig auf. Und ich vertreibe mir die Zeit mit Bier und Schnapsverkauf. Ich fange jetzt was Neues an, denn es wird allerhöchste Zeit. Ich schneide alte Sätze ab, die bin ich wirklich ganz am Leib. Ich mache mal was anderes, woran ich Freude hab. Sonst bin ich ewig mit versehen mit einem Bein im Grab. Im Land der Griechen suche ich von heute an das Glück. Gemeinsam gehen wir diesen Weg, nichts hält uns mehr zurück. Ich denk an dich und weiß, dass ich in deinem Herzen wohne. Doch eins vermiss ich heute schon, in Köln und der Dom. Nur fand doch mal